Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar sind wir in Lucky V oder Lucky 5. Und zwar ist das ja ein Roleplay-Server. Also das heisst, wir spielen einen Charakter nach unseren Vorstellungen. Und ich habe jetzt hier den Kendrick Jefferson, wie ihr es seht. Das bleibt schon das Bild stehen. Moment, so. Wir haben hier den Kendrick Jefferson. Das ist unser Charakter, der kommt von Südafrika. Er war einmal ein Stabhochspringer in einem Jugendteam. Allerdings hat er eine Rückenverletzung gehabt und musste wegen der Rückenverletzung aufhören mit dem Sport und hat dann aber gesagt, er wird weiterarbeiten mit dem oder weitermachen mit Sport, so muss ich sagen, nicht weiterarbeiten mit dem, also weitermachen mit Sport. Und ja, jetzt sind wir hier in Los Santos. Wir wollen die Leute, die hier sind, überzeugen, mit Sport machen, dass sie fitter sind, weil der Kendrick, der ist schon vor einem Jahr mal hier in Los Santos in den Ferien gewesen und hat einfach gesehen, die Leute sind hier so dick. Alle Diabetes, alle übergewichtig und darum ist er da. Seine Aufgabe ist einfach ein Fitnesscenter aufzutun und dort die Leute motivieren, mehr Sport zu machen, abnehmen, gesund zu ernähren, wissen Bescheid, einfach so die Standardsachen. Und ja, es wird sehr witzig, jetzt ist so die Einreise, ich muss die Einreise überstehen, dass ich überhaupt gamen kann. Und das wird sehr, sehr tricky werden. Eben der Timo, ich tue ihn auch noch unten verlinken in der Videobeschreibung, der ist ja auch schon da drauf, der tut auch schon das Game spielen. Es ist natürlich so, dass ich jetzt dann nicht auf im Game zu ihm gehe und sage, hey Timo, ich bin's, sondern wir müssen uns im Game dann kennenlernen. Also es ist auch so, ich darf nicht wissen, wo er ist und was er macht und so. Also wir müssen uns wirklich per Zufall treffen dann. Und ja, das wird sehr witzig. Und ich nehme das Ganze auf nebenbei. Ich tue es nicht streamen, nachher kommen dann Streams da. Einfach auf Twitch folgen, twitch.tv/kaselch oder einfach unter der Videobeschreibung drauf tippen und dann nachher findet ihr es. Und ja, die Reise sollte jetzt eigentlich gerade gehen, in einer Viertelstunde spätestens. Und da würde ich sagen, wir legen los, wir gehen mal zu der Tür. Ich bin so nervös, Hotel verlassen, okay, es geht, los geht's. Also unten gesehen, ja, ist mein Mikrofon gemutet. Aber ich kann es entmuten und dann hört man mich. Ich glaube, es ist der erste, der da ist. Ich traue mich gar nicht zu sagen, ja, wurscht ist, dass man mich gleich hört. Oh, da kommt einer. Das sind alles andere Gamer. Jetzt, ich hoffe, sie hören mich. Ja, wurscht ist, dass man mich gar nicht hört. Das sind scheiße eingestellt, aber ich hoffe, es verhebt. Entweder sind die alle ruhig oder ich höre einfach niemand. Na, schön da in Los Santos. Da haben sie Glück gehabt. Sag ich Ihnen ehrlich. So können wir hören sein. Alter, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Ich traue mich gar nicht zu sagen, Mann. So, wir sind einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Alter, da sind so komische Leute drauf. Ich hoffe, die Kamera und alles verhebt, weil ich sehe, dass man das zwischendurch so Frame Drops hat. Aber das sind so komische Vögel drauf, Mann. Also noch 3 Minuten und dann geht's los. Und drücken wir die Daumen.
Wie heißt der? So, da hinten sind ein paar, die die Reise machen. Dann. Ich glaube, jetzt geht es gerade los. Ja, meine auch. Alter, ich bin so nervös im Fall. Ja, mal gucken, was uns jetzt auch auf uns zukommt, ja? So nervös bin ich im Fall. Unglaublich, Mann. Aber ich freue mich auch, weil ich bin bin ein bisschen nervös. aufgeregt. Ich? Nee. Wie war dein Flug? Mein Flug. Meiner war gut. Ich gehe, glaube ich, auch mal raus. Noch ein bisschen rausgehen, frische Luft schnappen, bevor das wir reingehen. Weil der Kendrick fühlt sich nicht so fit gerade. Das ist ihm ein bisschen übel. Schnell doch ein bisschen Kerosinluft schnuppern. Bis jetzt habe ich noch kein Wort mit jemandem austauscht, weil ich einfach Schiss habe. Ich möchte rein vor den Schaltern bilden. Es geht Vielen los. Dank. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Sag mal, könnt ihr nicht bis 2 zählen? Ich glaube, manche. Hallo, da vorne ist auch noch Platz. Sollen wir darüber? Ja, bitte. Auf die andere gegenüberliegende Seite. So, dann geht's auf. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Mein Name ist Kendrick Jefferson. Kendrick Du Jefferson, wo kommst nimmst du her? Reisepass. Hallo, Ich komme aus Südafrika. Einen Moment kurz. Also. Oh. Südafrika? Genau, ja, aus Kapstadt. Oh, wie war dein Flug? Ja, relativ lange, aber war okay, war okay. Okay, okay. Hast du deine Reisedokumente dabei? Ja, hier, bitte Dann reiche schön. ich einmal durch. Danke dir, danke dir. Ja. Gehe ich jetzt einmal zurück und dann einmal durch die Gastür und dann warten, ja? Okay, danke. Super. Der nächste. Jetzt hätten wir eigentlich... Jetzt haben wir aber immer noch keinen Reisepass bekommen. Oder keinen Pass, aber egal. Alter. Ich bin so nervös, Mann. Ich bin so nervös. Ist das jetzt hier die Reihe für die Verhaltensauffälligen oder was? Wahrscheinlich. Wir kommen direkt in den Knast oder werden wieder ausgeschafft. Also ich sag Ihnen ehrlich, wenn ich da die 13 Stunden aber zurückfliegen müsste, da krieg ich einen Koller. Ja, also ich möchte auch nicht mehr zurück nach Südafrika. Der Flug war Was Sie- genug lange. Aus Südafrika kommen sie. Ja, genau. Mensch, aus Kapstadt oder was? Genau, das ist richtig. Da scheinen sie mal an, was schön da. Ja, das ist schon schön, aber ich war schon vor einem Jahr hier im Urlaub. Und wissen Sie, ich bin Sporttrainer, also Ernährungscoach und Fitness-Personal Trainer. Und hier hat es ziemlich viele Dicke und ich will hier ein bisschen die Leute motivieren, mehr Sport zu treiben. Oh ja, vor allem weil sie da ihre Brieftasche motivieren für die ganzen Reichen, habe ich recht. Genau. Ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Ja, die können sich das ja leisten dann. Ja, das ist so. Das erinnert mich ja wie damals bei den jungen Pionieren, da müssten wir uns auch mehr selbst stellen. Das war noch Zeiten. Von wo kommen Sie? Kommen aus Deutschland, aus der ehemaligen Ja, also- DDR. Ach so, das Eigentlich- ist schon ein Weilchen her, die DDR, oder nicht? Ja, leider. Ey, da drüben rechts da, ne? Da, die Frau da mit den roten Haaren. Ja, Die hat sie mir erzählt, also sie kommt aus Polen und naja, da haben wir uns natürlich direkt verstanden. Aber dann hat sie da angefangen mit so einem Esoterikern, heilenden Steinchen und so. okay. Ja. Hat sie auch etwas gesagt, was sie hier möchte? Von Polen hier nach Ja, Los ja, Angeles. das kann ich Ihnen sagen, wenn die Steinchen verkaufen. Ich weiß ja nicht, was sie die Stunde dann nehmen, aber ich sag Ihnen ehrlich, so wenn ich da, was weiß ich, für eine Summe bezahlen will und dann würden sie mir da irgendwas von Steinchen aufquetschen, dann würde ich mich auch ganz schön veräppelt vorkommen. Das ist so definitiv. Also bei mir gibt es nur die beste Sportsalbe, die es gibt.
und sonstige Sachen, die gegen Gelenke oder Muskelschmerzen helfen. Ich hoffe doch die gute alte Pferdeseide. Genau, genau. Oh, die riecht so gut, das erinnert mich auch immer an die Heimat. Duftet doch immer so schön, wenn man sich die auf die Brust schmiert. Oh, gestreckt in Erinnerung. Aber ich weiß gar nicht, ob es die auch hier in Los Santos gibt. Ich denke mal nicht. Sollten sie doch mal anfangen zu importieren. Das wäre eine gute Geschäftsidee. Oh, schnell 20% Beteiligung. Super, ja, da können wir schon etwas machen, das ist kein Problem. Freck. Über Sportsachen. Roten Hülsen gab es da auch im Sonderangebot, habe ich recht. Was gab es? Entschuldigung? Die roten Hülsen da. Ah, die roten Hosen, ja, ich glaube im auch, ja. Sonderangebot, wie es aussieht, ne? Ja, ja. Definitiv, definitiv. Ich wollte ja was Cooles, Bequemes. Was haben sie denn dafür bezahlt? Oh, 30 $, glaube ich. 30 Dollar, Mensch. Dafür sind ja umgerechnet, sind dort ja boah, 25 €, das sind ja 50 Mark. 100 Ostmark. Was? Okay, ihr geht jetzt alle mal hier 13F rein, 3 nach du, alle 13F ins Büro auf dem Balkon. Er hier 13a, er soll. Nein, F. F? Okay. Ja. Eigentlich. Doch, dass wir durch auf den Balkon sollen. Hat, glaub's, nichts gesagt, oder? Doch, dann setzen wir uns drum ein, oder? Da ist doch hier ein freier Platz. Ja, Ich gehe mal hier in die Ecke, ich kann stehen. Da. Also, ja, dann lass mal aus. Ah, okay. Das sagt, ne? Machen wir das so, oder nicht? Wo ist es? Bei hier, Meister, ey, schau mal da hinter uns, so kannst du direkt mal anfangen, kannst du denen direkt mal sagen, dass du hier Sporttrainer bist. Ja, ich glaube, das lasse ich hier, also ich lasse das mal noch hier weg, dass ich Leute bewegen möchte, abzunehmen, vor allem bei ihm. Nicht gerade hier bei der Einreisebehörde. Der ist bestimmt cool. Man kommt da bestimmt durch, wenn er eine Packung Nicknacks hat. Ja. Ich habe einen Burger gekauft, da vorne am Kiosk. Ein Burger to go. Ein paar Wenn du den Piroggen, gibst, dann ist er noch glücklicher. ein paar Piroggen oder so. So, wir sind am Warten. Bis wir rein können. Der Dick ist natürlich am Essen dort drin. Und der hinten, der Deutsche dort, oder der mit dem blonden Haar, der labert so Müll. Die ganze Zeit, der labert mich immer voll. Und ja, jetzt sind wir warten, bis wir dran kommen. Aber wir werden gerade von 3 verhört, also, oder ja, wirklich verhört eigentlich, also noch krass. Alter, und ich komme als Fitnesstrainer und der stockt einfach so den Dicken dort, Mann. Oh Gott, was kann man für das Pech haben, Mann. So, der erste ist Anfang raus. Und es sind irgendwie immer noch, weiss ich wie viel da. 4 Stück. Nicht mehr. Also es geht noch Ewigkeiten wahrscheinlich, bis wir dran kommen. Oh je. What the fuck, man. Alter, die spielen da DDR-Helm ab, oder was? Alter, die verrecken, Mann! Oh, was ist das auch noch machen? Du musst salutieren. Ah, das ist ja die amerikanische Hymne, nicht du. Oh mein Gott, ich bin so blöd, ich weiß, das ist nicht die.
Alter. Also irgendetwas ist jetzt passiert, weil sie haben ihn jetzt gerade rausgeschickt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber ich glaube, es sieht nicht gut aus für den DDR-Typi. Er hat einfach Zigaretten mit der Nase gemacht. Ich verrecke, Mann, ich verrecke. Oh shit, ich bin so nervös gewesen, Mann. Er labert mich auch voll und ich bin aber gar nicht im Game drin gewesen. Ich bin im Menü drin gewesen. Fuck, Alter. Ich gerade mit dem Dicken über Ernährung und alles und der findet super. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck, ey, ich bin nass geschwitzt langsam, ich bin so nervös, ich werde auch nur noch rein. By the way, ich habe ja vorher gesagt, ich bin 27 Stunden weg. Das stimmt im Fall wirklich. Ich bin extra googeln, wie lange fliegst du von Kapstadt auf Los Angeles. Bin ich gegoogelt, du musst zuerst auf Katar fliegen und von Katar musst du dann nachher auf Los Angeles fliegen. Du fliegst 27 Stunden gesamthaft. Also sau lang. Ich habe mir so 2, 3 Sachen aufgeschrieben, wo ich einfach denke, also, das könnte vielleicht noch wichtig sein. Aber ey, halt der Schwede, Mann. Ich verrecke, Mann. So, aber das Gute ist, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie einen fixen Plan hat, was er da machen will. Weil die haben alle irgendwie immer so das Gleiche. Aber wir schauen jetzt mal. Scheiße, ich bin so nervös. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal drankomme und das Zeug kann machen. Dankeschön. Kein Problem. Oh, das hält aber nicht ganz. Muss ich noch mal festhalten? Muss ich noch mal festhalten oder geht's? Ja, bitte. So, nochmal, Moment. So, jetzt. Oh, da ist mir eine Schraube runtergefallen. Oh, Mann. Ah, Moment, wo ist sie? Ah. Sehen Sie die Schraube? Wir brauchen die Schraube. Moment kurz. Ah, ich glaube hier im Ecken ist sie. Moment kurz. Ja, hier ist sie. Ja, na gut, geben Sie bitte die Schrauben. Ja, Dankeschön. Okay. So, dasselbe nochmal. So. Okay, alles klar, super. So, Jawohl, das hält. tipptopp. Dankeschön. Bitte, Dankeschön. bitte. Danke, danke. Alter, what the fuck, Mann, what the fuck? Ich mache hier nicht nur Sport. Das ist auch ganz schön viel Psychologie, was ich hier tue, ja. Wissen Sie warum? Warum? Können Sie sich das nicht vorstellen? Nee, erzählen, Sie können es mir gerne erklären. Okay. Sie müssen sich vorstellen, ne? Alle möglichen Dinge. Steckdosen, Türen, Stühle, Computer. Die haben alle ein Eigenleben. Heißt, die können genauso aufs Maul bekommen, wenn die mich ärgern. Und Gegenstände ärgern mich, ja. Okay. Das Regalleben, ne? Das hat mich geärgert. Ja, Sie waren ja schon das zweite Mal dran, habe ich gesehen. Sie waren schon mal dran. Ja. Die Schraube, die Sie aufgehoben haben, ja. Die hat mich auch geärgert. Viele Sachen ärgern mich. Was ärgert Sie? Huch. Ich bin eigentlich ein ganz ruhiger Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also, mich bringt man nicht so schnell auf die Palme. Okay. Wollen Sie auch einen rauchen? Nee, ich rauche nicht. Ich bin ja Personal Trainer, das wäre nicht so gut, wenn ich rauchen würde. Ja, okay, das war ein Test. Nicht schlecht. Ja, ja. Nee, für mich ist alles verloren. Deswegen kann ich auch rauchen. Wieso ist für Sie alles verloren? Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, aber es gibt viele Menschen, die schon etwas älter sind und trotzdem noch sehr fit sind. Ja.
gehöre ich nicht dazu. Aber da drüben, schauen Sie mal in der Stadt. Da werden Sie genug Leute finden. Ja, ich hoffe es. Mhm. Ist ja auch mein Ziel hier. Mhm. Möchten Sie eine Zigarette? Ich glaube, ich soll weiterarbeiten. Mhm. Dafür rauchen Sie nicht? Nee, ich rauche nicht. Nein? Hm. Ja, dann wird's mal Zeit. Warum? Ich glaube, die Chefin wird ungehalten. Ich muss mal weitermachen, ja. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich sagen, dass wir mal das Geländer Streichen. Hm. Wissen Sie, wie lange das dauert, wenn ich das alleine mache? Ja, vielleicht kriegen wir ja noch jemanden, der Ihnen helfen kann. Oh, ich hoffe. Schauen wir mal, ja? Wollen Sie streichen? Nee, Sie sind Personal Trainer, Sie kennen es nicht. Streich ist eine Kunst. Ich bin Künstler. Wissen Sie? So, was ist hier los? Ja, das glaube ich Ihnen. Das ist ein Personal Trainer da. Der letzten, den wir heute haben. Ein Personal Trainer. Genau. Ja, dann mal rein. Da gucken wir mal wie. So, setz dich mal hin. So, wie war dein Name? Mein Name ist Kendrick Jefferson. Kendrick Jefferson. Genau. Wie alt bist du? Kendrick. Ich bin 25. Wie? 25. 25? Genau. Okay, okay. Und du bist Personal Trainer, habe ich gerade gehört. Genau. Also ich komme Was für vor... ein Zufall, ich auch. Sie auch? Ja, Ja, sowas. das trifft doch gut, oder, Kendrick? Das trifft dich sehr gut. Ja, erzähl mal was über deine Personal Trainer Laufbahn. Ja, also ich komme von Südafrika, also von Ja. Kapstadt. War da, als ich jünger war, in einem Stabhochsprung-Team, Jugendteam. Ja. Wir waren in Wettkämpfen dabei, international. Und leider habe ich mir dabei den Rücken verletzt. Oh je. Und als ich ein bisschen älter wurde, wollte ich aber weiterhin etwas mit Sport zu tun haben und habe mich dann halt in die Richtung Personal Training und gesunde Ernährung so reingeschult, sage ich mal. Und Okay. in Kapstadt habe ich einfach beim Fitnesscenter mitgeholfen oder gearbeitet und war vor einem Jahr schon hier in Los Santos. Und hier hat es, muss ich sagen, schon ein paar Leute, die relativ übergewichtig sind und sich nicht so gesund ernähren. Ja. Und mein Wunsch hier wäre einfach ein eigenes Fitnesscenter zu eröffnen. Okay. Das heißt, du kennst dich aus mit Ernährung. Ja, schon ein wenig, ja. Wie sieht denn für dich eine gesunde Ernährung aus? Was wird denn so ein, warte mal. So, ich möchte jetzt, dass du meinem Kollegen Jürgen mal berätst. Eine gesunde Ernährung. Mhm. Was? Jürgen kriegt jetzt eine Beratung. Ja, wir haben Beratung? draußen Beratung. schon ein bisschen geredet. Ja. Also, ich Was würdest würde, du ihm so raten? Erzähl mal. ich würde ihm zuerst mal empfehlen, eine Low-Carb-Diät zu führen, die ersten What? 2 Wochen. Wie sieht so eine Low-Carb-Diät aus? Also einfach keine Kohlenhydrate essen. Einfach keine Kohlenhydrate. Genau, Das ist also, dann Low-Carb. genau, also Fleisch, alles kann er schon essen, das ist kein Problem, aber einfach Okay. keine Nudeln, kein Reis und so Sachen. Einfach alles, was Kohlenhydrate hat, sollte man weglassen. Und nach 2 Wochen würde ich umswitchen. Warte mal. Das war die Low-Carb. Low Carb, also Brauchst keine du Kohl. eine Trainerlizenz bekommen? Hast du die gekauft auf dem Schwarzmarkt oder was? Nee, habe ich nicht gekauft. Okay, wie sieht's aus mit Fetten? Ist bei der Low-Carb-Diät sehr, sehr wichtig. Ja, also Low Carb heißt ja keine Kohlenhydrate. Ja, richtig. Low-Carb heißt keine Kohlenhydrate, viele gesunde Fette. Das heißt Low-Carb. Genau. Aber Holzköpfe wissen das nicht. Ja, aber er kann ja schon Aber Fleisch. Personal Trainer wissen das. Ja, Fleisch kann er ja schon essen. Ja, ich rede ja nicht von Fleisch, ich rede von Fetten. Ja, was für Fetten dann? Omega-3 zum Beispiel. Ja, das ist ja Bei der Fisch. Low-Carb-Diät mega wichtig. Ja, nicht nur Fisch. Kannst du dir auch so supplementieren, oder? Du kannst auch Tabletten kaufen, ja. Ja, erzähl mal weiter von deiner Planung. Ja, und dann würde ich umswitchen auf keine Fetten mehr, dafür dann ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber auch nicht zu viel. Nach 2 Wochen. Ja, um den Warum? Stoffwechsel wieder anzuregen, weil der Körper kann sich ja auch daran gewöhnen, wenn man gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Und zwischendurch sollte man schon wieder ein bisschen Kohlenhydrate gönnen, also so ein Cheat Day machen halt. Cheat Day. Genau, Das ist ein Hipster-Wort. Cheat Day. genau.
Haben irgendwelche Hipster erfunden, ist richtiger Schwachsinn. Aber okay, erzähl weiter. Ja, aber das ist so umgangssprachlich halt. Und, Ja, ist aber auch dumm, aber okay, erzähl weiter. und halt ganz viel Lauftraining. Lauftraining. Genau, also Würdest du ihm empfehlen, bei seinem Gewicht? ja, wieso nicht? Er muss ja nicht von Anfang an Vollgas geben. Also Richtig. Aber guck dir den doch mal an. Den würde ich niemals Laufen empfehlen. Ich würde mit Schwimmen anfangen. Gelenkschon. Oh je. oder, oh je. oder Radfahren geht auch, aber so auf einem Home-Trainer. Ja, ist super für seine Knie bestimmt. Ja, muss ja nicht Vollgas geben. Ja, wie gesagt, ist super für seine Knie. Gut, und dann weiter. 2 Wochen jetzt irgendwie soll er Kohlenhydrate essen und dann Ja, wie gesagt, dann 2 Wochen ist er wieder fett. weniger Fett essen. Nein, das sollte nicht wieder Fett werden dann. Weniger Fett. Also fast kein Fett, also dann das Fleisch alles Okay. weglassen. Und was Und ist mit den gesättigten Fettsäuren? Ich meine ungesättigte. würde ich auch weglassen, ganz ehrlich. Die Also, sind, was? Die ungesättigten, die sind die wichtigsten. ja, ich hatte viel Erfolg mit dem in Südafrika. Okay, aber die braucht doch der Körper. Ja, okay, du bist einfach ein Mann, tut mir leid. Ja, also wie gesagt, wir haben den meisten immer empfohlen, zuerst 2 Wochen keine Kohlenhydraten, dann 2 Wochen kein Fett mehr essen, also wie gesagt kein Fleisch, Ja. alles Fleischmäßige weglassen und dann auf also viel Gemüse, Reis, Früchte umstellen. Warum viel Gemüse? Ja, wegen den Vitaminen. Achso, ich dachte wegen den Ballaststoffen. Wie gesagt, du bist der Fachmann, tut mir leid, ich wollte dich unterbrechen. Ja, Sie sind ja auch Personal Trainer, Sie wissen ja. Sie wissen ja, was Sie reden. Ja, genau. Sie, Aber kor du ja auch, deswegen. ja, Sie korrigieren mich ja nur. Ja, Ja, und das mehrmals. ja, ich war ja auch 27 Stunden in einem Flugzeug gefangen. Ja, gefangen? Ja, so gesagt, ja. Achso, ich dachte schon, mach mir doch keine Angst. Ja. Ja. Ja, und nach diesen 4 Wochen würde ich umstellen auf hauptsächlich auf Hühnchen und Reis. Hühnchen und Reis. Ja, Hühnchen und Reis, mehr nicht. nur Hühnchen und Reis. Achso, wie sieht's aus mit grünem Gemüse? Ja, Kannst du mal bitte aufstehen? Zieh mal bitte deinen Pulli aus, ich muss mal überprüfen. mein Ob du Pulli. wirklich, ja, ich will wissen, wie du aussiehst. Was unter dem Pulli versteckt ist, weil nach dem, was ich höre, denke ich gar nichts. Ich glaube, da ist nur heiße Luft drunter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Kannst du wieder anziehen. Hähnchen und Reis, sagt er. Der Arme. Hört sich doch lecker an. Ja. Gut, und dann isst der Hähnchen und Reis und ist weiter auf dem Fahrrad, oder was? Ja, da kommt es natürlich drauf an, wie viel er abgenommen hat in der Zwischenzeit, ne? Ja, nach dem, was ich jetzt gehört habe, denke ich nicht viel. Also was würdest denn du empfehlen? Da habe ich doch alles die ganze Zeit dazwischen reingeworfen. Ja, also wenn er so mehr Erfolg hat. Also ich hatte, wie gesagt, schon in Südafrika hatte ich so viel Erfolg. Ja. Ja, weißt du, an was du mich erinnerst? An wen denn? Oder an was dann? An den klassischen Hipster-Trainer. An den klassischen Hipster-Trainer. Ja. Genau. Erklär mal, was ist das? Das ist so ein Typ, der einfach ein Trainer, also er denkt, er ist ein Trainer, hat irgendwie eine Trainerlizenz gemacht, weil er nicht so ganz dumm ist, nur so halb dumm und dann einfach ein bisschen trainiert, die ersten Erfolge sieht, ein paar schicke Fotos macht vom Spiegel und das war's und dann denkt, ich erober die Welt. Das ist der Hipster-Trainer. Ja. Ja. Muss es auch geben, ja? Ja, genau. Bin aber froh, dass das nur ein Test war und dass er Jürgen nicht richtig berät, weil das wäre echt ein Katastrophengespräch geworden. Ich sehe doch super aus. Du siehst top aus, Jürgen. Dankeschön. Immer. Will ich direkt auf ein Date einladen? Danke. Bitteschön. Mit Hühnchen und Reis. Ja. Okay. Und ein fettes Steak. Nee, keine Fette. Gibt's das in der zweiten Woche? Scheiße. Ja. Nee, in der zweiten Woche keine Fette. Scheiße. In den Ja, ersten und- 2 und- Wochen, ja. Genau. Und vor allem die ungesunden, ungesättigten Fettsäuren, die musst du weglassen, weil die so ungesund sind. Was ich sag denn? Okay, jetzt bist du hier. Kendrick. Genau, ja. Bin Ja, hier. jetzt bist du hier. Und willst die Welt jetzt hier erobern. Ja, oben nicht, aber ich möchte, wie gesagt, den Menschen ein bisschen helfen. Oh je. Das Okay. ist so mein Ziel, mein Plan hier.
Ja. Vielleicht sollst du dich erst noch ein bisschen weiterbilden. Ja, nö, eigentlich nicht, nein. Okay. Gut, und warum bist du bei uns? Ich meine, ein viertelstündiges Gesamt am Meer kannst du überall aufmachen. Ich meine, wir haben sogar eins am Strand. Ja, ich weiß, da war ich letztes Jahr. Ja. Ne, also schon, wie gesagt, ich war ja letztes Jahr hier im Urlaub und habe, wie gesagt, viele Leute gesehen, die übergewichtig waren und nicht Ja. viel Sport getrieben haben. Und deswegen bin ich hier, um diesen Leuten helfen. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Hast du was zu essen? Ich habe etwas Essen dabei, ja. Teilst du gerne? Ja, ich habe noch den ungesunden Burger aus dem Flieger dabei. Den habe ich noch bei mir. Ja, das passt doch perfekt. Den kannst du sonst gerne haben. Ja, das ist kein Problem. Ja, bitte, bitte. Kriegst dafür auch was. So. Dankeschön. Brauchst halt mich gleich zuwerfen. Oh, Entschuldigung. Wie alt ist er denn? Der ist jetzt gute 2 Stunden alt. Wo haben Geil, Sie? Jürgen, Essen ist Essen. Ja, das stimmt. Aus dem Flugzeug hat er doch gesagt. Ja, der war noch im Flieger, ja. Der gab es als Abschiedssnack. Ja. Snack, Burger. Ja, ist ein Burger to go. Chefin, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, Hey, ich hab das gesehen. Kommen Sie zurück. Ui. das gibt Ärger. Okay. Aber Kendrick, ich sag's dir, wenn ich Low Carb Diät höre, kriege ich immer Bauchschmerzen. Ja, also ich kenne viele Leute, die einfach sehr müde werden, weil halt die Kohlenhydrate fehlen. Ne? Ich kenne viele Leute, die einfach genau wie du einfach nur Low Carb sagen, halt einfach nur Kohlenhydrate fehlen, aber das ist keine Low Carb Diät. Deswegen kriege ich Bauchschmerzen. Jeder Ach so, will Low meinst Carb du machen, das? weil das einfach so ein Hype ist, aber keiner weiß, was das genau ist. Na. Weil Low Carb beinhaltet sehr, sehr viele Fette. Ja, das hast du mir ja gerade erklärt. Ja, aber du bist ja kein Einzelfall, deswegen alles gut. Ich sag ja, das sind so die Selbster. Da Ja, achso. wollten Sie den Jürgen vergiften. Oh. Boah, eigentlich nicht, nein. Eigentlich? Was soll das heißen? Ja, wie Darf ich gesagt, das hier aufputzen? Danke dafür. der Burger ist aus dem Flieger. Okay. Also da müssen Sie sonst die Airline nachfragen, was das für ein Burger war. Ich habe den nicht gegessen. Ich habe gedacht, weil vielleicht muss ich noch länger hier warten und dann habe ich etwas zu essen. Wie soll ich das aus dem Teppich bekommen? Kannst auf meine Schuhe bitte aufpassen? Danke. Dankeschön. Nicht dafür. Sie sind der Boss. Gut, also du sagst, du willst ein Fitnessstudio aufmachen. Genau. Genau, und wenn, nehmen wir mal an, was ich nach deinem faktischen Wissen jetzt weiß, dass es scheitert. Wie ist dein Plan B? Ja, da muss ich schauen, ob ich mich irgendwie hier durchboxen kann. Also Durchboxen? durchboxen kann, ja. Also wie gesagt, ja, ich war eigentlich vorhin nur im Stabhochsprung tätig, aber sonst hatte ich nichts gemacht. Genau, der Rücken macht er nicht mehr mit. Genau. Genau. Machen Sie doch ein Yoga-Studio auf. Heißt das so, Yoga-Studio? Ja, Pilates. ja, da kann ich aber einfach keine Übungen machen mit dem Rücken, aber wäre natürlich auch noch eine Option, das ist so. Was? Sie können mit Yoga keine Rückenübungen machen? Das ist mir ja neu. Ja, ich nicht, weil ich ja den Rücken kaputt habe. Ach so. Kannst du überhaupt noch trainieren mit deinem Rücken? Ja, es geht schon. Also gewisse Was machst du denn Sportler so für den Rücken? für den Rücken. Ja. Für den Rücken mache ich eigentlich nur noch Rückenübungen. Ja, das ist ja, deswegen heißt das ja auch Rücken. Genau. Macht schon Sinn, du bist echt schlau. Weißt du, gehst Genau, zur Polizei? danke. Nein, zur Polizei will ich nicht gehen. Okay. Das ist vielleicht noch Das war keine Ahnung. ironisch gemeint. Ja, vielleicht noch höchstens noch Ambulanz, Ja, Krankenwagen erzähl mal. fahren. Erzähl mal weiter, was du für den Rücken machst. Für den Rücken.
Ja. Hauptsächlich eigentlich trainiere ich den Trapezius am Rücken. Ja, wie trainierst du den? Ja, ich weiß, wie das Gerät. Jetzt sag mir nicht, du weißt es nicht, du bist Fitnesstrainer. Ich weiß wirklich nicht, wie das Gerät heißt. Du Wirklich willst nicht. ein Fitnessstudio aufmachen. Was willst du denn bestellen? Willst du sagen, ich will das Gerät für den Rücken, aber ich weiß nicht, wie das heißt? Ja, das ist so. So willst du das machen. Ja. Okay, Chefin, hast du das gehört? Nee, was? Ich habe ihn gefragt, wie er seine Rückenübung macht. Er hat gesagt, Ja. er weiß nicht, wie das Gerät heißt. Er hat gesagt, er ist Fitnesstrainer, will ein Fitnessstudio aufmachen. Wie will er denn bestellen? Will er anrufen und sagen, ich will das Gerät, aber ich weiß nicht, wie das heißt? Er sagt ja. Ja, und sonst eine Bank, eine Hantel reicht. Ja, ein riesengroßes Gebäude, eine Bank, ein Hantel. Genau. Und Oder Rudern geht ja auch. Ja, Langhanteln gehen ja auch mit Rudeln. Also mit Rudern. ja. Reverse Flies gibt's ja noch. Und Butterfly Reverse. Sind Ist also Reverse Flies und Butterfly Reverse nicht das gleiche? fast das gleiche. Also kommt immer Ja, darauf ist das an, gleiche? wenn du. Ja, es ist das gleiche, aber man kann es mit 2 Hanteln machen oder an einem Ja. Gerät dann. Gut, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wo kommt der überhaupt her? Ja, ich komme aus Südafrika, Wo Die der? Kapstadt. 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 Wollte auch mal einen Friseursalon aufmachen, wusste nicht, wie das hieß, was ich da bestellen musste, womit ich die Haare schneide. Ein Schere, meinst du? Ja, Ja, sie hat einfach Jetzt weiß angerufen und ich's. gesagt, ich will das haben. Bringen Sie mir das. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. ja. Und dann hat sie das bekommen. Warum weint er? Aber es ist auch was Gutes. Essen verschluckt. Ich arbeite jetzt beim Flughafen. Ja, ja. Ja, das ist weit gebracht. Ich meine, sie. Ja. Ja. Also, ich habe keine Fragen mehr. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Jürgen, Ja, ich auch nicht. haben Sie noch Fragen? Nee, ich habe auch keine Fragen mehr. Okay. Ich gehe jetzt den Jürgen würgen. Ich muss mal auf Toilette. Was? Darf ich schon bitte durch? $2. Hey! Wenn der noch vorbeigekommen ist. Alter, wie ich vorne nachgenommen wurde bei ihm, Mann. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich reinkomme. Scheiße, ey. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach etwas gelabert, Mann. Das ist so da, wo ich noch gewusst habe von früher, wenn ich selber noch ein bisschen trainiert habe. So gut, Mann. So gut, ey. So. Gut, dann gib mir mal gerade deinen Ausweis, damit ich den Stempel drauf mache. Jo. Hier, bitteschön. Super, danke. So, bitteschön. Dankeschön. So, wir haben uns beraten. Und Mhm. weißt du, was alle gesagt haben? Ja. Du kriegst Fitnesstrainerverbot. Fitnesstrainerverbot. Ja. Ja, sonst kannst wenn du. wenn du ein Fitnessstudio aufmachst, ist ja schon Körperverletzung, das ist strafbar. Okay, ja, dann lasse ich Ja, es sein. ja, Aber ja. dann, sonst kannst du mir ja noch die Weiterbildung Ja, lernen. du kannst dich ja in der Stadt einfach weiterbilden. Okay, ja, dann mache ich das. Okay. Ist aber dringend nötig. Ja, ich glaube, Okay. hier ist das ein bisschen anders als in Südafrika. Ja, eigentlich sollte es Standards geben, aber. Okay. Gut, komm. Jo. Ich fängst als Hausmeister an, so wie er. Ist doch ein schöner Job. Ja, ich habe ihm vorhin schon ein bisschen geholfen. Ja. Da sehe ich dich. Gut, dann einmal durch die Tür und du machst folgendes. Du nimmst dir ein Taxi und lässt dich zum PD fahren Mhm. und sagst denen, dass du heute eingereist bist. Okay, ist gut, mache ich. Bei unser System spinnt, die müssen deine Daten erfassen.
Okay, ist gut, mache ich doch. Wir prüfen das. Wenn du das nicht machst, wirst du nie wieder Fitnesstrainer, gar kein Leben mehr. Ich sag's dir. Okay, nein, das ist gleich das Erste, was ich mache jetzt. Okay, super. Super. Dann, viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Schönen ciao. Abend noch. Ciao. Ja! Ja, oh mein Gott, mit der Story bin ich reingekommen. Oh mein Gott. Nice, Mann. Also, wir fahren jetzt gerade zum PD. Jetzt haben wir noch irgendwie ein Taxi, jetzt ist aber niemand da. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, wir gehen mal schauen einfach. So, wir müssen ein bisschen säckeln, wir müssen uns ein bisschen lockern. Wir sind jetzt so lange gelaufen. Ein bisschen Gruppe auch noch. Da ist ja wirklich niemand, hä? Ja, wir laufen mal. Es ist ja nicht so weit weg eigentlich das PD von da, oder? Oh mein Gott, ich habe es einfach geschafft, ich verrecke, Mann. Ich verrecke. Oh mein Gott, ey. Aber jetzt habe ich keine Nummer vom Taxi, das ist ein bisschen blöd, glaube ich. Oder die haben ja nicht. Nein, niemand drin. Scheiße, jetzt soll er noch fragen nach der Nummer vom Taxi. Eben, mir ist das Auto. Ah, ich gehe wieder ruhig in dem Fall. Ich gehe wieder über die Straße reinsäckeln da. Mal rauf da in dem Fall. Vielleicht ist das ja nochmal ein Taxi. Oder ich war 2 Stunden jetzt drin, bis ich reingekommen bin. Aber ich bin drauf, nice. Hallo? Hallo. Ich brauche ein Taxi oder sonst irgendetwas, wenn ich zu PD komme. Tür ist ein bisschen schallend, die sind. Ja. Bitte nochmal. Ich bräuchte ein Taxi oder irgendetwas, wie ich zum PD komme. Ich bin gerade frisch eingereist. Ja, wenn ich wüsste, wo ein Bus fährt, in 2 Minuten fahre ich mit dem Bus ab hier. Dann kommen wir auch am PD vorbei. Ah, okay, ja, das wäre super. Kein Problem. Wir sind gerade frisch eingereist. Ja, ich bin gerade durch die Kontrolle gekommen. Dann haben Sie ja genau Glück gehabt. Ich bin gerade angekommen mit dem Bus. Ja, ich bin gerade die Treppe runtergelaufen, da habe ich gehört, dass irgendjemand hier durchfährt. Achso, alles klar. Ne, wir fahren heute schon seit 6 Uhr hier. 2 Bussen, also alle 10 Minuten kommt hier ein Bus durch. Deshalb haben sie es echt gut abgepasst heute. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, der von der Kontrolle hat mir nur gesagt, dass ich irgendwie ein Taxi rufen soll und zum PD soll, aber mehr nicht. Ja, alles gut. Das ist immer die einfachste Variante, aber auch nicht die günstigste. Ja. Zur Police, wo sind wir denn da? Wir fahren jetzt um 50 los. Dann sind wir um 59 oder um 20 Uhr am PD. Ah, okay, ja, das ist super. Das ist sehr gut. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Südafrika. Ah, okay, alles klar. Aus Kapstadt, ja. Ja, sehr schön. Ja, dann willkommen in der Stadt auf jeden Fall. Ja, dankeschön. So, steigen wir mal wieder ein. Wir können ruhig einsteigen, wir fahren jetzt los. Ah, okay, ja, kommen wir gleich. Irgendwie, wieso geht die Tür nicht?
Ja, Moment. Sie müssen, ich steige jetzt ein, dann müssen Sie... Ups. Genau. Alles gut, alles gut. Wie gesagt, Sie müssen an der Tür stehen und den Knopf teilweise was fester drücken, weil der was älter ist, ja? Ah, okay. Ich steige jetzt eben ein, Moment. Okay. So, jetzt stellen auf den Knopf. Genau. Ah, jetzt, so. Perfekt, dankeschön. Ja, der hat schon 1600 Meilen runter. Manche Sachen verschleißen einfach. Ah, okay. Das ist einfach so. Ja, dann nochmal im Namen des Los Santos Transitbusunternehmen. Mein Name ist Alex. Begrüße Sie hier in der Stadt. Mit einer leichten Verzögerung von einer Minute verlassen wir jetzt hier den Flughafen Los Santos. Allgemeine Informationen, die Telefonnummer 100 100 ist unser Hotline-Telefon vom Busunternehmen. Können Sie sich gerne speichern, wenn Sie irgendwo stehen und fragen wollen, ob der Bus fährt, einfach anrufen. Okay. Wann sind Sie denn gelandet? Vor gut 2 Stunden, aber ich war sehr lange in der Kontrolle. Also sie haben sich heute recht viel Zeit gelassen. Okay. Sie müssen ein bisschen lauter reden, der Motor ist sehr laut. Vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden? Ja. Ach du Schande. Aber am Zoll haben sie sich recht viel Zeit gelassen. Und wir waren da irgendwie 4 Personen auf dem Balkon und haben nur gewartet. Nächster Halt, die Cars. Okay, Und das ist schon krass. ja, es ist war schon lange, aber zum Glück haben sie mich reingelassen. Also Das ist doch schon mal positiv. Ja, ein paar Informationen zur Stadt. Wir haben jetzt hier Unicars, ein Autohaus. Vielleicht nicht unbedingt das günstigste, aber auf jeden Fall sehr engagiert, hochwertig. Der Herr Benacci und sein Team, die kümmern sich eigentlich um alles, was man möchte. Autos sind auch mal vollgetankt. Kann man nur empfehlen. okay. Kosten so Autos viel hier in der Stadt? Boah, kommt auch an, was sie wollen. Ist auch teilweise Angebot Nachfrage. Manche Modelle sind gar nicht mehr lieferbar, weil sehr beliebt und all sowas. Also muss man immer individuell erfragen. Ah, Gibt okay. dann auch Rabattaktionen, also kann man nicht verallgemeinern. Okay. Nächster Halt, Citypark Nord. Links von uns sehen Sie jetzt den Citypark, oder auch liebevoll Würfelpark genannt. Ist eigentlich immer was los, den ganzen Tag über, abends häufiger auch Straßenmusiker, sonstige Veranstaltungen. Ein Foodtruck habe ich vorhin gesehen, steht auch da. Manchmal kommt auch Captain Knusper oder Köstlich, wie der heißt, mit seinem Donutwagen. Also lohnt sich immer da vorbeizuschauen. Okay, und die Donuts sind gut. Ja, auf jeden Fall, also er hat alles Mögliche da. Ein Kollege hat jetzt erzählt, der hatte so einen Caramel Crunch oder so. Der war ein Karamelldonut gefüllt mit Karamell. Deshalb, also Wahnsinn. Okay. Ist Ja, nicht zu verfehlen, der Mann, der fährt so ein knallpinkes Auto. Okay, ja, dann muss ich ihn mal auschecken, wenn ich ihn sehe. Was ist denn hier los? Achso. Nächster Halt, Medical Center. Rechts von uns sehen Sie das Krankenhaus der Stadt. Also eine großartige Einrichtung. Sollten Sie mal ärztliche Versorgung benötigen, was ich nicht hoffe, dann sind Sie hier auf jeden Fall richtig. Ja, das ist super. Sehr gut. Nächster Halt, Suburban Alta. Wir verlassen jetzt hier Downtown, das ist geprägt ist von hohen Gebäuden mit Büros drin und kommen hier nach Vinewood. Kann man eigentlich grob sagen, je höher Sie am Berg wohnen und je näher am Vinewood-Schild, umso teurer werden auch die Mieten. Okay. Ja, das Also habe ich auf den Fotos schon gesehen, diese Häuser hier. Ja. Es gibt teilweise Immobilien, die für 1,2 Millionen weggehen, wenn man sie kaufen möchte. Also, wenn Sie mal das Geld locker haben sollten, wissen Sie ja, wo Sie es wegkriegen. Links von uns sehen Sie den Suburban hier in Alta. Sehr beliebtes Modegeschäft. Neueste Mode immer zu kriegen dort. Also ist auch sehr beliebt bei Jung und Alt. Okay, ja, ich glaube, ich brauche da mal ein T-Shirt oder so, weil mit dem Pulli ist es echt heiß hier. Ja, muss ich sagen, also aktuell haben wir echt Sommer. Tagsüber richtig heiß. Ab und an mal ein bisschen Regen, aber eher die Seltenheit.
Nächster Halt, Weinwood West. Ja, während wir uns hier so durch Weinwood schlängeln, falls Sie eine Wohnung suchen sollten. Also viele Leute wohnen hier oben. Muss dann nur die örtlichen Makler kontaktieren. Ich glaube, die DOL hat da ein paar Nummern. Wenn was frei ist, kann ich nur empfehlen. Also hier ist abends immer viel Betrieb, hier wohnen viele Leute. Wie man auch anhand der parkenden Fahrzeuge überall sehen kann. Okay. Ansonsten, wenn Sie das Glück gehabt haben sollten, eine Sozialwohnung oder so gekriegt haben am Flughafen, dann müssten Sie ja schon eine Bleibe haben. Ja, aber mir wurde nichts mitgeteilt für eine Sozialwohnung. Also ich denke mal, wird alles voll sein. Ja, das kann gut sein. Nächster Halt, Tiki Lala. Unser nächster Halt ist eine kleine, aber feine Bar. Das ist Tiki Lala. Jeden Abend ab 20, na wobei nicht jeden Abend, aber zum Wochenende hin auf jeden Fall und unter der Woche auch ab und an. Ist ab 20 Uhr immer richtig viel Betrieb. Gegenüberliegend ist das Little Italy Restaurant. Beides relativ neue Unternehmen in der Stadt. Auch beides von Deutschen geführt. Okay. Das ist schon eine Eigenheit hier oben, so klein Deutschland. Aber wie gesagt, auch sehr zu empfehlen, wenn man abends mal weggehen möchte. Okay, cool. Ja, das muss ich mir merken hier. Nächster Halt, Department of Labor. So, während wir hier am Golfplatz jetzt Richtung Innenstadt wieder fahren. Kleiner Tipp am Rande, sollten Sie in Erwägung ziehen, Golfbälle zu sammeln für den Greenkeeper. Sie müssen echt sehr gute Augen haben. Also nach 5 bis 10 Minuten habe ich da Kopfweh bekommen. Also das ist echt anstrengend. Dafür kriegt man auch nicht so viel Geld, man wird halt nach Stück bezahlt. Ah, okay. Gibt es sonst noch welche Jobs hier in der Stadt, die man gleich so starten kann? Man kann für die Stadtverwaltung den Stadtpark sauber halten, weil dadurch, dass es so viel Betrieb ist, natürlich auch wird da sehr viel Müll hingeschmissen. Die zahlen auch nach Stück. Da kann man aber sehr gut arbeiten, finde ich. Ansonsten kann man noch am Strand den Leuten helfen vom Umweltschutz, das ganze Angeschwemmte da wieder einzusammeln. Ist auch sehr beliebt. Ist halt sehr anstrengend im Sommer, ne? Also Ja, da sollten Sie nicht im Pullover herumlaufen. Definitiv nicht. Und das sind so die Sachen, die man von vorne weg machen kann, da hat man dann halt eine Entschädigung. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, nachher auch zum Department of Labor noch zu fahren, um Sozialhilfe zu beantragen. Okay. Davor müssen Sie aber ein Bankkonto eröffnen. Die finden aber überall in der Stadt diese multifunktionalen Bankautomaten, da können Sie das dann eröffnen, Banknummer aufschreiben und dann sind Sie ruckzuck durch am DOL. Okay, super. Nächster Halt, das Pucci Police Department. So, links von uns sehen Sie das Filmstudio der Stadt. Dort wurden schon einige Klassiker gedreht, wie zum Beispiel Sequel 2. Also, wenn Sie mal eine Stadttour machen wollen, kann man das auf jeden Fall empfehlen. Okay. Da mal vorbeizuschauen. So, links von uns sehen Sie das Polizeirevier. Aktuell ist hier eine Baustelle, weshalb unsere Haltestelle etwas leider verlegt ist. Also kurzer Fußmarsch ist noch gratis dabei. Okay, ja gut, das ist nicht so schwer. So. Dann macht das einmal $10 bitte. Jo. Dann hoffe ich, dass Sie einen guten ersten Eindruck von der Stadt bekommen konnten. Ja, Sie haben mir eine tolle Führung gegeben. Ja, ich gebe Ihnen noch $5 extra für das. Vielen lieben Dank, Sir. Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Ja, 20 ebenso. Minuten bin ich wieder hier. Ansonsten auf der anderen Seite der Kollege 10-Minuten-Takt. Also wir wechseln uns mal ab. Falls Sie nochmal zum TOL möchten. Ansonsten ist das ein Fußmarsch von 4-5 Minuten in nördliche Richtung. Okay, super. Ja? Perfekt. Schönen Abend noch. Vielen Dank für die Führung Ja, und alles. viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Alter, ey. Jetzt ist gar nicht gewusst, wie mir Geld gibt. Ah, so geil, Mann. Aber richtig nice, Mann. Richtig nice. Richtige Liebessieg, hat mir alles gezeigt, man. Hat sich richtig Zeit genommen. So, jetzt müssen wir hier schnell das Police Department und dort,
uns gemeldet, dass wir frisch eingereist sind. Sonst kriegen wir Lampen über, hätte der gesagt. Und dann müssten wir noch Sozialhilfe beantragen. Das machen wir dann alles noch. So, also wir sind jetzt beim Polizeirevier. Melden wir uns da mal schnell. Oder fast von einem Velofahrer schon überfahren worden. Ah, das ist so... So geil gemacht, man. Ja, ich glaube, ich bin doch ein bisschen falsch. Ich gehe mal schnell rüber, ich kann kurz warten. Nö, keine Ahnung. Sir, würden Sie sich dann einmal ein Stück entfernen, bitte? Ich komme gleich zu Ihnen. Der Herr mit dem roten Ich verstehe Pullover. nicht, warum Sie der Einzige sind, der das jetzt zur Aussprache gebracht haben. Ich weiß nicht, ob die anderen glaub, eventuell der auch hört so Sie nicht. denken. Ich Sir, hoffe, in Sie Ihrem mit Fall der grünen besser Cappy, nicht. die umgedreht ist. Aber, Genau, Ja. Würden Sie einmal ein Stück zur Seite treten? Wenn, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Rund um den Block, was halten Sie davon? So, logisch haben sie jetzt gerade vergessen aufzunehmen. Also ich bin jetzt gefragt und er hat gesagt, er sagt es einem Kollegen und er meldet sich bei mir. Jetzt muss ich schon kurz warten, bis der Kollege kommt. So, ich würde mal sagen, wahrscheinlich passiert jetzt hier eine Weile lang nichts mehr. Es geht wahrscheinlich eine Weile, bis ich mich hier angemeldet habe. Ich mache das schon ein bisschen offscreen, aber ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Teil wieder oder in einem anderen Video wieder. Oder einfach in den Streams, also von dem her, geht unten in die Videobeschreibung schauen, dort sind die Streams drauf. Und ja, bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.